gebrochen. Ich bin geistig komplett zerstört. Ich bin kaputt einfach. Es ist so einfach, so fucking einfach. Ich renn da 45.000 Mal gefühlt vorbei und komm nicht auf die, den scheiß Anker da mit zum Schießen. Ich bin einfach, das Spiel, das hackst mir auf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Es hackst mir nicht körperlich auf. Aber geistig bin ich ein ganz anderer Mensch nach dem Spiel. 100%ig, das schwöre ich Ihnen. Eigentlich müssen jetzt bald einmal die Weißen die Leute mit den weißen Turnschuhen, die warten jetzt dann schon langsam einmal angebracht. Ich bin ja gespannt, wie das mal wird, wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Ja, stirb endlich. Schau der Zwirmer von unten da, oder von oben, oder von alle Seiten, von mir aus auch von drinnen, aber können wir ja nicht mehr gegen Quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Wailstone. Ja, sag mir's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts daher gibt. Mein Gott, hey. Manchmal muss ich echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf Zeiten. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Stand hat. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut, das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da die wackelt mit. Wer wollte vorher Tipf sein? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen, ja? Freunde der Sonne. Ja? Ich hab meine Hände da, ich halte da einen Controller. Ja? Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Ne? Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren in Assassin's Creed, glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo du mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, auch an die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fixen einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Weil wenn du Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler Arc.
definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt ein zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bittchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Boah, leck, Alter, bist du behindert. Geht da was? Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar. Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stealth-Steifer. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant. Gell? Das ist aber hoffentlich klar. Das ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Oh Mann. 2 Pokémon. Es ist nicht dein Ernst. So. Aber der Bierzeit Steve, grüß Gott beieinander. Einen wunderschönen Mittwochabend. Ja, das ist ein bisschen später wie sonst, aber meine Uhr sagt, wir haben noch gut im Plan. Ja, mein Greenscreen ist kaputt. Verstehe die Frage nicht. Ja, wenn es soweit pressiert, weißt du, wie es ist. Ja, machen wir es halt so. Ja, siehst du es da. Schau ist der Greenscreen wieder gefixt. Mescalin, Habitäre, grüß dich gut. Wie geht's euch? Hat's gut durch den Mittwoch gekommen? Hat's gut durch Weihnachten durchgekommen, ist die Frage. Ja, haben wir's fress kann man hoffentlich alle gut überstanden. Und die Bescherung hoffentlich auch. Das ist aber das Wichtigste. Ich hoffe, das Christkind ist brav gewesen bei euch. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja? Dann auch lauter zauberhafte Leute in der Community, da muss Christkind brav gewesen sein, gewissermaßen. Ja? Geht da quasi gar nicht anders. Bei mir war es brav. Bin jetzt stolzer Besitzer von so einem Drum da. Ne? Von einer Smartwatch. Meine Freundin verteufelt das Ganze schon wieder. Aber das ist echt faszinierend, wenn man mal so ein paar Zahlen und Fakten hat. Wie viel Schritt man macht, was für Herzfrequenz man hat, wie der Schlaf abläuft, ob er ruhig ist, ob er gut ist, ob er nicht gut ist. Das ist eigentlich für mich so als Fitnessfanatiker so quasi eigentlich eine geile Geschichte, wenn du mich fragst. Also, taugt mir bisher ganz gut. Ne? Ich werde am Freitag das erste Mal während dem Tennisspielen tragen. Und da bin ich mal gespannt, was da dann los ist. Ne? Also quasi, was da eigentlich Kalorienverbrauch ist und so weiter und so fort, weil das weiß ich so grob gar nicht. Generell, wenn ich dann wieder Sporteln ein wenig mehr anfange, dann auch später mal im Fitnessstudio so im Laufe der nächsten Wochen. Das wird schon ganz interessant, dann einmal zum sagen, du pass auf, so und so viel verbrauchst, so und so ist deine Herzfrequenz. Das ist eigentlich gar nicht mal so unübel. Ne? Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich mir so eine Smartwatch gewünscht habe, sozusagen. Aber ja, und für mein neues Setup dann, quasi für meine neue Station, wenn man so will, wenn ich mich umgezogen bin, habe ich mir natürlich auch schon was zugelegt, einen dritten Bildschirmhalter. Ne? Kriege ja dann quasi, wenn ich umgezogen bin oder wenn wir mir umgezogen haben, dann da, wo dann der PC und das ganze Zeug also steht, da kommt ja dann ein dritter Bildschirm dazu. Gott sei es gedankt. Und da haben wir jetzt halt schon einmal einen Monitorhalter besorgt. Und der, wo dann passt. Und ja, das war so im Großen und Ganzen zu Weihnachten. Und das war in Ordnung. Ne? Also mehr gefressen wie geschenkt gekriegt. Aber ne, glaub, da hab ich nichts verkehrt gemacht. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ne? Deswegen, ja. Ist Weihnachten für dieses Jahr auch schon wieder um. Ne? Zeit vergeht. Jetzt haben wir noch ein paar Tage, dann ist 2023 um. Also es ist unfassbar schnell, wie die Zeit vergeht. Oder unfassbar heftig, wie schnell das Zeit vergeht, so muss man sagen. Aber gut, müssen wir so nehmen. Ne? Auf alle Fälle haben wir mir an Weihnachten also ganz getreu dem Meme mit God of War
mit dem DLC angefangen, mit Valhalla. Und was soll ich sagen? Ich bin unfassbar überrascht von dem DLC, das so massiv gut ist. Also mir war klar, das DLC wird nicht schlecht sein, es wird ein gewisses Qualitätsniveau besitzen. Aber der Birgit. Mir war klar, das wird ein gewisses Qualitätsniveau besitzen, aufgrund der Tatsache, dass God of War bzw. Santa Monica generell immer gute Spiele abliefert. Aber holy shit, dass die da sowas aus dem Hut zaubern, das habe selbst ich nicht kommen sehen. Also ich habe es ja generell nicht kommen sehen, so wie wahrscheinlich 99% aller God of War Fans. Aber dass die da so eine Backstory nochmal aus dem Hut zaubern, holy shit, da bin ich richtig gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also ich habe mir ja letztes Mal an Weihnachten beim Stream sagen lassen, das DLC hat ungefähr 20 Stunden, das ist gut. Was wissen wir? Wir wissen, dass der Kratos anonym, also mittlerweile wissen wir, dass der Tyr war, also der nordische Kriegsgott. Wir wissen, dass der Kratos anonym nach Valhalla eingeladen wurde. Also es war quasi der Tyr. Der soll sich quasi sich selbst stellen und soll sich selbst meistern, mehr oder weniger. So. Und er hat gleichzeitig quasi von der Freya ein Anliegen, dass doch der Kratos in der nordischen Mythologie ein Kriegsgott werden soll. Jetzt ist der Kratos natürlich so ein bisschen im Zwiespalt und hat eigentlich da Skrupel davor, weil er war schon mal Kriegsgott in einer anderen Epoche und das ist halt massiv nach hinten losgegangen. Ne? Der hat halt quasi diese Epoche in Schutt und Asche gelegt. Jetzt hat der Kratos natürlich so Angst, dass er sagt, er mag nicht wieder der werden, der er mal war. Er hat Angst davor, dass er wieder der wird, der er mal war. Also es ist quasi so eine Reise, macht der Kriegsgott, macht das nicht. Ne? Er stellt sich mehr oder weniger so ein bisschen seiner Vergangenheit, was so ist die Phase gewesen ist, und da werden wir halt weiter da. Ja? Die Brutalität lässt natürlich keineswegs zu wünschen übrig. Ja? Also da haben sie, so finde ich vom Empfinden her, nochmal eine Schippe draufgelegt. Und das darf gern so bleiben, darf gern noch mehr werden. Ja? Mehr Blut, mehr Splatter, mehr Gliedmaßen, die wo fliegen haben, mehr gut. Und das habe ich dir, ich bin im Lurk, mein Lieblingsbayer, vielen lieben Dank für den Lurk. Ich hoffe dir, deiner Familie und deiner Community geht es soweit gut. Jetzt habe ich leider noch keinen Moderator nicht da, aber das mache ich jetzt geschwind selber. Def, da muss man herschauen. Ganz kurz, du hast kaum Schrei von einem Moderator. Moment, ich hab was. Ich bin so toll, ich bin der aus Tirol. Sei, habe ich dir. Nein, den habe ich gar nicht gemeint. Mensch, sei, bremse halt einmal ein wenig. Vergiss das, jetzt pass auf. Mr. Def, du hast jetzt einen personalisierten Shoutout bei mir, ne? Du hast der sei halt noch mehr und noch, weil es ja völlig wurscht ist. Aber du hast jetzt bei mir einen eigenen Shoutout-Kommand. Ne? Ehre, wem Ehre gebührt. Abgesehen davon. War eigentlich schon lang überfällig. Ich hab's nur komplett versemmelt. Ne? Ich hab's immer komplett versemmelt und vergessen, dass ich den mache. Und irgendwann vor 3 Wochen oder 4 Wochen bin ich am PC gesessen, da war was. Und dann ist das entstanden. Aber gut. Ausrufezeichen Depp, wann? Da weiß ich nicht, wie viel das. Alles eine Frage des Geldes, Kappa. Naschmann. Keine Ahnung, vielleicht ausnahmsweise los ich mal zu Silvester was einfallen. Ausnahmsweise. Vielleicht, keine Ahnung. Mal gucken. Mal schauen. Na gut. Wann streamst du wieder, Dev? Heute? Morgen? Ich hab keinen Plan. Donnerstag, glaube ich, war aber der Stream-Tag momentan, ne? Nächste Woche, okay. Enton Cheert 69 € oder so. Hau bloß ab, ich schwör's dir bei Gott. Wenn's das tust, ohne Witz, da meine ich, bist du gewillt, deinen Moderatorposten zu riskieren. Glaube ich. Also ich bin mir nicht sicher, was ich dann tue, aber, ne? Nächste Woche gar nicht. Okay, alles klar. Alles klar. Dann weiß ich, wo ich nächste Woche mal wieder einschauen muss. Weil ich habe noch Urlaub. Also nächste Woche sollte ich endlich wieder mal schaffen. Aber gut. Freunde der Sonne, wir werden heute natürlich, weil die heute ein bisschen später dran bin, werden wir natürlich dementsprechend ein bisschen länger machen. Also stellt mein Stream geht bis 8, halb 9 sowas. Da grätschen wir heute mal ein Bärtigen ein bisschen rein, aber das ist mir persönlich wurscht. Ne? Das muss dann auch mal sein. Und das wird wahrscheinlich auch zukünftiger so sein. Also wenn ich umzombie, ich hab vor, generell nach dem Umzug meine Streamzeiten um eine Stunde nach hinten zu legen. Also nicht mehr ab 5, sondern erst ab 6.
Weil 5 einfach eine komplett beschissene Zeit ist. Okay, der Alert ist irgendwie seltsam verzögert gekommen, aber ein Chaot, vielen lieben Dank für Ihre Following, Habitäre. Vielleicht habe ich auch bei Euro-Millionen gewonnen. Das stimmt, das könnte natürlich eine Möglichkeit sein, aber ne, trotzdem. Da tun Sie das nicht. Tun Sie das bitte nicht. Ne? Zuschauerserie hat momentan 3 Streamserie, also perfekt sei. Du bist eigentlich permanent da, wenn man es mal ehrlich nimmt. Aber vielen lieben Dank. Schau, das ist Support der Zeit. Ne? Das ist Support der Zeit. Ich weiß, dass du der größte Geschubste von dem ganzen Haufen bist, aber ne? Zuschauen, Freunde der Sonne. Vielen lieben Dank. Zuschauen, Streamer-Streaks aufbauen, das ist der Shit. Ne? Nicht zappen, nicht bitchieren, freut man sich natürlich auch. Als Streamer braucht man nicht reden. Aber das ist der Shit. Ne? Zuschauen, Dosa im Lurk sitzen, Viewer-Count in T3, das ist das, worauf es so kommt. Vielen lieben Dank. Ja, einmal war ich beim Fußballtraining mit den Buben. Das ist ja voll in Ordnung. Man muss auch mal Real Life haben. Da war es ja direkt aus. So. Der Bärtige streamt doch gar nicht. Macht der Weihnachtspause? Ja, also, Freunde der Sonne, seid mir bitte nicht böse. Ich kriege von dem nichts mit. Ne? Ich krieg nichts mit von dem. Ich sag nicht, weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht weil ich was gegeben habe oder so, aber ich krieg's halt einfach fucking nicht mit. Ja, natürlich meine ich den. Stimmt, der hat Weihnachtspause. Ah ja, gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Wie lange hat der Weihnachtspause? Hat der nächste Woche auch noch Weihnachtspause? Das war zauberhafte Info. Das war absolut zauberhafte Info, wenn ich die hätte. Ja, das ist gut. Dann werden wir am Montag um 6 Uhr erst anfangen. Perfekt. Du hörst ja auch noch wieder. Okay, ja, passt. Perfekt. Easy. Das nehme ich natürlich dankend an. Aber gut, Freunde der Sonne, ich darf vorschlagen, wir schauen nach Valhalla. Was hält man da davon? Sollen wir ein bisschen nach Valhalla schauen und sinnlos geistig Behinderte in der Mitte auseinanderhauen? Ich glaube schon. Ich glaube, das war fast eine Idee. Wenn du mich fragst, war das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja. Ich hoffe halt nur jetzt inständig, dass God of War seine Autospeicherfunktion durchgeführt hat. Ne? Wenn nicht, dann fange ich jetzt Trenzen an. Ne? Wenn nicht, dann fange ich dezent das Trenzen an. Aber das schaut ihm gut aus. Fortfahren. Ne? Schaut ihm ganz gut aus. Valhalla wartet, ja, das ist richtig. Genau, da haben wir Stäbeln. Ungefähr da. Okay, ich habe meine Stats habe ich noch, also dann hat sie sich nicht zurückgesetzt. Das ist gut für uns. Kämpfe sind unvorhersehbar, wie das Leben. Kämpfe sind unvorhersehbar wie das Leben. Das kommt drauf an. So, was haben wir jetzt da? Genau, da haben wir Skins holen können. Ja, genau. Richtig. Ich muss mir erst wieder so ein bisschen einfuchsen, ne? Aber das meine ich ist okay. Genau, die hat ja ein Gespräch für uns. Ich habe eine für dich. Die hören wir uns jetzt geschwind an. Fahre fort. Ich hatte nicht die Privilegien einiger meiner Schwestern. Ich war nicht für Großes bestimmt. Ich war bloß die Tochter eines armen Gastwirts. Tatsächlich war er nicht mal mein Vater. Er zog mich nur groß, nachdem ich dort zurückgelassen wurde. Ich hatte nicht viel zu bieten. Außer einer Sache. Ich hatte vor niemandem Angst. Wenn es jemand auf Prügel anlegte, habe ich nie lange gezögert. So habe ich mir jede Menge Ärger eingeheimst, das stimmt. Aber ich lernte zu kämpfen. Doch genug fürs Erste, mehr dazu später. Respekt. Also ich hab ja letztes Mal schon mal gesagt, das Design der Walküren, das ist schon geil, gell? So. Und das hat auf alle Fälle. Ich meine, ich bin jetzt nicht so Freund von Maskenmäßig, aber ne? Schaut schon ganz gut aus, was sie da gemacht haben. So. Also mein Abend ist das vorhersehbar, selbst mit Opatz, mit Brezen, Knoblauch und Salat. Eingelegter Knoblauch, ich kann mich reinlegen. Bei mir gibt's noch Piccolinis.
Aber einen Schlag guten schon auf alle zu, Fälle schon. Bruder. So. Valhall erwartet das. So, ein Zuflucht-Barriereschlüssel. Wir haben ja letztes Mal einmal gegen Tür gekämpft. Ne? Und da haben wir 8 so Zuflucht-Barriereschlüssel gekriegt, scheinbar. Und es haben ja in Valhall verstrahlt immer wieder so Barrieren, die haben zu, da kannst du durch. Und mit den Schlüsseln können wir die Barrieren wohl aufsperren. So, wir haben jetzt insgesamt 977 Echos. Das ist, also ein Geistsiegel. Das ist schon mal gar nicht einmal so schlecht für uns. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir uns da Echos begegnen. Eine kleine Erhöhung der Menge an flüchtigen Echos, die durch das Besiegen von Gegnern erlaubt wird. Okay, Echos zu Beginn. Geistsiegel, Angebote, Glyphenbelohnungsgaben. Eine äußerst geringe Chance, dass Glyphenbelohnungen von Truhen und Rissen 3 Auswahlmöglichkeiten bieten anstelle von 2. Das ist natürlich gar nicht einmal so übel, gell? Das nehmen wir mal, weil das ist ein dauerhafter Buff. Erhöht die Anzahl der Glyphen, die von Tafeln der Anstellung in den inneren Welten verkauft werden, auf 2. Was jetzt was das ist? Äußere Welttafeln. Erhöht die Anzahl der Glyphen. Aber das ist ehrlich und offen gestanden gar nicht übel. Also wenn wir 3 Truhen zur Auswahl haben, anstelle von 2, das kann einen Vorteil bieten. Tatsächlich. Und Ripsi, habe ich Dere. Grüß dich gut. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hier natürlich auch ein schöner Abend bzw. Nachmittag. So, machen wir Aussehen. Aber eine Rüstungsoptik, die eine kühle Nacht verkörpert. Das ist ja rein Optik, das bringt mir statstechnisch gar nichts. So, jetzt haben wir da einen Glyphenplatz, fügt der Glyphentafel einen leeren Platz hinzu, sodass Kratos pro Versuch eine Glyphe mehr ausrüsten kann. Okay? Wie viel haben wir denn überhaupt? 101. 101. Da haben wir letztes Mal noch ein bisschen was gemacht. Wenn Kratos mit kritisch niedriger Gesundheit aus dem Kampf kommt, stellt er sie bis auf 10% wieder her. Da haben wir letztes Mal schon mal drüber geredet, ob jetzt das Auffüllen, also quasi, ob er dann so weit auffüllt, dass er noch 10%, also 90% Health hat, oder füllt es auf, dass er halt noch 10% Health hat und 90% ist weg. Das ist halt so ein bisschen die Frage. So einen Auferstehungsstein zu Beginn, den haben wir letztes Mal noch gekauft. Ja, ich sage jetzt einmal so, ich glaube, dass man da auf alle Fälle kann 6% wieder her, wenn er legendäre Truhen und Risse plündert. Ich glaube, da gehen wir nochmal für Gesundheit. Ich meine, warum denn nicht? Dieser Vorteil wird eine Weile halten. Mehr Health, mehr gut. Endlich daheim wieder und fertig mit Familienfeier. Okay, jetzt heißt es nur mehr 4 Tage Entspannung und Erholung. Aber absolut. Ja, wir haben ja Weihnachten alle wieder überstanden. Und das ist gut so. Mach weiter so. So, Vermächtnis glitzert, da gibt es mehr zum Heulen. Das ist quasi die Klinge des Olymps. Rüsten wir mal aus. Mir war zwar Wut lieber oder Mut, weil da kann ich mich heilen. Aber weißt du eh, machen wir Spartaner aus, bis das nehmen wir auch mit, kriegen wir mehr Meisterungssiegel und die brauchen wir dann wieder zum Stats boosten. Und was haben wir da? Ah, perfekt, das haben wir schon ausgerüstet. Easy. Na dann. Ja, dann gehen wir rein. Ne? Sigrun, Aber die Wie Rede. läuft eure Reise? wir kennen jetzt unseren Gastgeber. Es ist hier. Ziel, sagst du. Oh ja, und nicht nur als Projektion. Ich wusste nicht, dass seine Verbindung zu Valhall so stark ist. Andererseits ist er auch wesentlich älter als ich. Faszinierend. Genau, das haben wir beim letzten Mal ja noch gehört. Okay. Kratos, schön zu sehen, dass du wieder drin bist. Offenbar hat Valhall etwas Besonderes für dich geplant. Im Thronsaal. Die Lektion Teil Wir 1. sehen uns bald wieder, Kratos. Akzeptanz. Was geht bei euch Silvester so? Wir haben ja bei meinen Schwiegerleut, machen wir quasi, ja, Spiele, Sauf, Knall, also Silvester-Knallabend. So, alles Mögliche so ein bisschen. Das ist auch einer der wenigen Tage im Jahr, wo ich auch mal was trinke. Das war ein neuer Gegner, meine ich. Ah, sechstes da, hat sie sich, Freunde der Sonne, hat sie sich schon rendiert, dass wir da das auf 3 upgraden. So, heulender Strudel. Während der Fähigkeitsanzeige für Strudel voll aufgeladen ist, erzeugen Combo Abschlussangriffe und Ausweichangriffe mit dem Speer Wirbelwinde.
Hört sich auch nicht übel an. Für eine Schmetterwelle zum Ende der Achse 1-Kombo hinzu. Erhöht drastisch die Stärke der Fähigkeit versenkender Fege und verbrannter Erde. Dann nehmen wir mal das mit dem Speer. Daheim sitzen, das ist eh das gescheiter, wenn du mich fragst. Easy. So, was haben wir jetzt da? Schwerer Runenangriff und schwerer Runenangriff. Eine Reihe von chaotischen Wirbelständen führt. Das ist halt OP. Das ist einer der besten Speerangriffe, die man kriegen kann im Spiel. Windwalz, Windsturm. Erhöht jeglichen zugefügten Betäubungsschaden. Verlängerter Befall erhöht die Dauer aller auf Gegner angewendeten Statuseffekte um 50%. Nehmen wir glatt einmal das. Ja, wo haben wir? Ich kenne das. Du erinnerst dich daran, Kratos. Oh, Lor. Erinnerst dich lebhaft. Eine vertraute Szene für alle, die deine Legende kennen. Ein Mann am Scheideweg einer schicksalhaften Entscheidung. Ja, davon hast du erzählt. Dein Pakt mit Ares, um die Horden der Barbaren abzuwehren. Ja, An dem Tag verkaufte ich meine Seele einem Kriegsgott. Warum wird mir das gezeigt? Wenn ich raten müsste, um dir zu zeigen, was für ein mieser Drecksack du bist. Ist er wirklich nötig? Er ist nicht mein Werk. Er ist das Werk Valhalls oder deins. Wenigstens hat er mich nicht wieder ersetzt. Noch nicht. Scheint ein wahrer Charmeur zu sein. Freunde der Sonne, was wir jetzt da gerade gesehen haben, war so ein bisschen ein Flashback. Ihr habt es eh gehört. Der Kratos hat ja quasi einen Schwur gegenüber an Ares gemacht, weil er kurz davor war, von dem Barbarenkönig Hobbs genommen zum werden. Und dann hat er so quasi gesagt, du Ares, los mir meine Feinde vernichten, dann kehrt meine Seele dir. Das hat der Ares persönlich genommen. Und der Ares hat dann nach und nach angefangen, an Kratos zu einem Werkzeug zu schmieden, um den Olymp zu vernichten. Das war ursprünglich an Ares sein Plan. Ja, und dann hat das Schicksal seinen Lauf genommen, was an Kratos angeht. Sozusagen. Und da habe ich mir gehen zu Freund und deren da Klemmbausteine basteln, muss noch was kaufen, was wir bauen. Und sind wir dann bei den Viecher daheim und schauen uns einen Film an. Und nebenbei kriegst du Zeit an. Das ist auch ein sehr zauberhafter Plan für Silvester, wenn es mich fragst. Du kannst das nicht besser machen, wenn du irgendwo daheim oder bei Freunden bist. Ein Alfheim. Fragment deiner Erinnerung aus Alfheim. Sag mir, wer war Kratos von Sparta an dem Tag, als du Ares die Treue schwurst? Ich war der jüngste Hauptmann der spartanischen Armee. Ich hatte mir einen Ruf verdient durch meine Fähigkeiten im Kampf, meine Führerschaft auf dem Schlachtfeld, aber auch meine Aggression. Ich war entschlossen, nie zu verlieren, was ich bis dahin auch nie hatte. Meine Männer waren mir treu, zutiefst ergeben. Wie viele Spartaner hast du befehligt? Nicht genug an dem Tag. Wie viele Barbaren habt ihr bekämpft? Tausende. So, was haben wir jetzt da? Valhallsbürden 1 auswählen. Okay, das ist quasi ein Debuff jetzt sozusagen für uns. Reduziert an Betäubungsschaden, das dauert 3 Begegnungen, Belohnung löschen und verdunsten, keine Ahnung was das ist. Eingeschränkte Heilung. Verringert die Heilung durch Heilungssteine, Rage und Ausrüstung. Deaktiviert die Verwendung von Auferstehungssteinen. Dauer 5 Begegnungen. Belohnung Schattenschritt. Unterbrochen. Aber das ist halt einmal Waffenbürde und einmal Goldbürde. Ich vermute mal, die Goldbürde ist halt OP. I guess. Dauer 5 Begegnungen. Ja, das machen wir jetzt einfach mal so, weil mehr wir sterben können wir nicht.
Begegnungen zum Bestehen 5. Okay. Klemmbausteine zum machen klingt auch geil. Hab halt für mich was Nice beim Globus gesucht. Vergiss es, so wenig Auswahl. Und wenn ich da Geld ausgebe, muss man auch, wenn ich denke, bei uns gibt es einen Schuh, das Manitou, Dinner for One und ich mach uns Pina Coladas. Dinner for One ist halt auch ein absoluter Klassiker, oder? Das schaut ja irgendwie eigentlich jeder, oder? So? Gibt es irgendjemanden, der wo das nicht schaut? 5 nach 12 fallen wir ins Bett. Na, bei uns wird es meistens Silvester so halbe 3, je nachdem. Ist aber unterschiedlich. Aha, da kann man jetzt zum Beispiel aufspielen, meine, oder? Ah genau, da kann man so einen Schlüssel reindrehen. Landdrachen-Wickelrüstung. Aussehen freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch. Gibt's da nur Cosmetics? Es scheint, Valhall wird dich nicht ohne einen Handel da durchlassen. Okay, ich schau jetzt einfach mal, ne? Also das kostet 40 Gesundheit, du kannst mir fett am Arsch legen. Wir haben gestern Titanic angeschaut. Also ich wollte und Luke meinte nur, du musst auch viel aushalten mit mir. Titanic noch nie gesehen. Hinter dir, pass auf! Noch einer, linke Seite! Okay, das war noch nicht. Ich mag ja Spoiler nicht, aber schief geht runter. Dass die nicht Schwimmflügel dabei haben, das ist doch so offensichtlich, dass der Wumms so sauft. Aber ich verstehe die Frage nicht. Das ist der einzige Film, wo ich das Handy komplett weggelegen kann, auch wenn ich den schon 2847 gesehen habe. Jeder hat so einen Film. Jeder. Das ist bei mir zum Beispiel Herr der Ringe. Und jetzt Rammstein oder Metallica dazu. Bei God of War jetzt, oder was? Also. Nein, ich sag's nicht, sonst heißt es wieder sonst irgendetwas. So, bedeutsame Waffenglyphe, bedeutsame Verschiebung oder Ausweichsperr plus. Erhöht drastisch die Stärke der Fähigkeiten, Vorstoß des Generals und Täuschung des Generals. Das Aktivieren von reißender Strudel, L1 Dreieck bei vollem Strudel löst eine Weltenverschiebung aus. Also rein technisch gesehen hätte es die Möglichkeit, um einen Metallica-Sound einzufügen, ne? Ich sag's nur. Ohne dass ich jetzt was andeuten will. So, was haben wir da? Auffüllung oder Wertebelohnung? Wir nehmen Stärke, weil wir haben sowieso Full Life und Full Health und Full Rage. Dann nehmen wir mehr Stärke, weil mehr Stärke macht mehr Schaden und mehr Schaden ist auch mehr gut. Tyr, warum hilfst du mir, deinen alten Posten zu übernehmen, statt es selbst zu tun? Du scheinst fähig dazu. Für die Sterblichen dieser Welt bin ich ein uralter Mythos. Längst vergessen. Die Tage, an denen ich hoffte, die Welt zu vereinen, sind vorbei. Aber dich betrachten sie als Helden von Ragnarök. Du bist bekannt.
respektiert. Und nach dem, was ich gesehen habe, bist du bei weitem am qualifiziertesten. Du musst bloß bereit sein. Was kann der eigentlich? Aha, 6 ist gut, dass wir uns umgelegt haben. Okay. Ja, ich gehe jetzt mal da in die Gesundheitstier da rein, weil wenn wir jetzt Schaden kriegen, dann werden wir vielleicht wieder kalt. Weißt du, wie wir? Linke Seite, Bruder! Aua. Aua. Schildschlag, jetzt! Aua. Hinter dir! Ich wirf dir so viel Speere ins Gesicht, dass du meinst, du bist der Gothic Girl. Das garantiere ich. Ja, dann nehmen wir jetzt Gesundheit, ist ja klar, weil da haben wir wieder ein wenig etwas eingebüßt. Und wer Habitäre, der ist mir noch nicht wieder richtig bei God of Geschnetzels, die absolut richtig. Letztes Mal haben wir da Lasagne gemacht und heute machen wir Geschnetzels. Da bist du absolut richtig bei uns. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Verdammt, hätte ich doch das andere nehmen können. Na gut, habe ich nicht wissen können. Okay, Memo an mich, erst umschauen, bevor man die Truhe aufmacht. Vielleicht gibt es da noch meistens was, ne? Okay, passt, sehr gut. 5-Sterne-Küche made by Kratos. Kann auch Pferde enthalten. Also, ne, ein Sleipnir in dem Fall. Er schickt uns aber ganz schön durch ne, mal querbeet ein durch sämtlichste Welten, die es gibt. Offenbar musst du für eine bessere Belohnung eine Bürde ertragen. Reizt dich das? Okay, das ist mies. Ausweichrolle lösen bei den Statuseffekt Frost bei Kratos aus. Das kostet vergessen da. Das verringert den Schaden und das Taumelpotenzial aller Waffenangriffe Dreieck für und Fähigkeiten von Kratos. Ja, das tue ich mir aber das, weil Ausweichrolle brauche ich. Da kommen wir aber mal gar nicht drum rum. Ah, da ist ein Kistel. Das ist wahrscheinlich noch gesperrt, oder? Ja, denke ich mal. Vielleicht diesmal eine kleine Stärkung? Verstärkte Verschiebung. Erhöht den Nahkampfschaden während Weltenverschiebungen. Ja toll, ich hab keine Weltenverschiebung. Das ist das Windswalds. Was ist das schon? Ach, das ist der, den ich gerade aktuell habe. Ah, das lohnt sich jetzt, glaube ich, für den einen Versuch nicht, weil ich vermute mal, dass ich nach dem sowieso wieder resettet wird. Da brauchen wir da dabei nichts. Gehen wir wieder in die Kisten, da wo wir potenziell uns wieder aufheilen können, ne? Da können wir, glaube ich, nichts verkehrt machen. Gegner, links! Wo? Das ist rechts, du Volldepp.
Ah, ihr habt mich vergiftet. Der braucht keinen Kieferchirurgen mehr. Rechte Seite, Kratos! Kannst du deine Giftbomben halten? Okay. Oh, da ist ein Boss dahinter. Der Unkopf-Tier heißt immer Boss. Jetzt nehmen wir aber siegende Sicherheit, aber hundertprozentig, weil alles voll ist. Mehr Abwehr und mehr Runenkraft. Ich meine, die Runenkraft hilft sowieso nichts, aber die Abwehr hilft. Und ja, sie habe dir einen schönen guten Abend, hoffe. Euch geht's gut, bin nur ein bisschen im Lurk, dann bin ich voll. Ja, vielen lieben Dank für den Lurk, du brauchst dich für das nicht rechtfertigen. Und danke, bei uns soweit alles gut, wir haben alles Fresskummer und das Weihnachtsgelage überstanden, ich hoffe, bei dir passt auch alles. Und sei merci dir für den Lurk und einen guten. So, Bosskampf. Den da hat Valhall für dich ausgewählt. Ja, wen denn jetzt? Was bist denn du für ein Gespenst? Aua. Ah ja, perfekt. Momentane Teleportation, ja, easy. Hey, du hast einen Speer in der Kniescheibe, weißt du das? Erwischt! Zähl mit, Valhall! Wie jetzt? Das ist schön, ja, kommt gar nicht mehr raus aus dem Essen. Ja, also wie gesagt, die letzten 3 Tage habe ich so vergessen wie das ganze Jahr 2023, so gefühlt. Ne? And it won't stop. Silvester wird nochmal heftig. Aber okay, das muss halt einmal im Jahr auch sein. Ne? Einmal im Jahr so einen Monat haben, da was überdimensioniert, weil Schokolade und Fettzeug frisst, das muss auch mit drin sein. Ah, was ist das da? Bisschen. Okay, die Heilung ist aber massiv eingeschränkt. Holy fucking shit. Okay. Sonst gibt's da nichts mehr, weil dann nimm mir die Truhe. Ich hab gerade das erste Mal seit Weihnachten wieder Hunger. Ich eigentlich nicht. Aber ich is trotzdem, weil man soll ja nicht essen, ne? Wenn halt das Essen aber so gut schmeckt, was soll ich machen? Amari Habitäre und King of Barbecue Habitäre. Grüß euch, gut beieinander. Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du warst. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden. So. Was haben wir da? Sturmgewalt plus erhöht drastisch die Stärke der Fähigkeit Sturmgewalt. Hab ich Sturmgewalt? Ich hab ich nicht einmal. Also nimm es irgendeiner Gerechtigkeit. Mehr Stärke, mehr Abwehr, mehr Ruhenkraft. Klarer Fall. Der Weg hoch dürfte frei sein, wenn du bereit bist. Bin ich das? Ja.
Ja, wir scheinen da auf. Moment einmal, gibt's da Loot? Ne? Ich weiß nicht, ob da vorher alles jetzt drin ist, aber da kann doch sein, dass da noch irgendwo eine Heilung liegt, oder? Oder? Nicht. Ja gut, dann halt nicht. Ja gut, dann müssen wir da rein, werden wir wahrscheinlich wieder eine Kleinigkeit erfahren. Alles klar, Kommissar. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ach, das macht auch Damage. Das Hakel voll in die Fresse geworfen. Okay, und... Was brennt hier? Ja, wer wohl? Aua. Gut dann. Ich glaube, Valhalls Bürde ist abgelegt. Schä. Perfekt. Es gibt nicht jeden Tag, wo man einen riesen Troll zusammenhaut. So. Gegen der Macht, Rage wiederherstellen. Na, Gesundheit wäre mir fast lieber. Mike, hab ich die Ehre. Ja, bin ja eh schon da. Aua oder so. Du kommst zu dir, ich hau einen Troll im Pfotzen. Perfekt. Easy. Also perfekte Timing. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das noch nicht gut ist. Heft von Skofnung, das Schwert entfesselt die Kraft der im innewohnenden Seelen. Ah, was? Heft von Rotti versieht Gegner in der Nähe mit einem Zeichen. Wenn sie einen Gegner mit Zeichen angreifen, sinken die Runenabklingzeiten der ausgerüsteten Waffe. Wenn sie einen Gegner mit Zeichen vernichten, erhalten sie einen Runensegen. Ja? I guess. Nimm mir jetzt mal, ich hab zwar keinen Plan, aber wird schon passen. Gerade noch was gestern die erste Folge vom neuen Pumuckl. Wow, leck der neue Pumuckl. Ohne Witz, ich hab mich, gut, dass du es ansprichst. Frau Barzi und ich haben uns gestern den neuen Pumuckl auch angeschaut auf RTL Plus. Ohne Witz, haben's richtig gut gemacht. Hey, hab ich so nicht gedacht. Ich hab mir auch gedacht, wie sie das angekündigt haben, Freunde der Sonne, lasst die Finger davon, das sind Fußstapfen, in die ihr nicht treten wollt. Aber holy shit, muss ich wirklich sagen, er ist gar nicht schlecht. Muss ich wirklich sagen. Also für alle Leute, die einen Pumuckl damals schon mögen haben, schaut euch die neuen Folgen gerne mal an. Die haben wirklich nicht schlecht. Die hätten deutlich schlechter sein können. Ich hab's nicht geglaubt, aber so viele Leute haben geschrieben, dass es so gut ist. Und ja, ist wirklich, der ist unfassbar gut. Der ist unfassbar gut. Muss man wirklich an der Stelle sagen. Ich bin zurück. Wie aufregend. Wir haben jetzt, wie viele Folgen haben wir geschaut? 5, 4, 5, ich weiß nicht mehr genau, aber ist wirklich cool. Ich muss sagen, ich kann mir absolut nichts Dümmeres vorstellen, als seine Seele ausgerechnet Ares zu verschreiben.
Ich meine, Zeus' ganze Brut ist im Grunde genommen Abschaum, Anwesende unbedingt eingeschlossen. Aber Ares hat Verkommenheit zu einer wahren Kunstform erhoben. Aber ich schätze, irgendein Vorbild braucht am Ende jeder. Ich sehe, du benutzt immer noch seine Klingen. Kannst du wirklich behaupten, eine Entscheidung zu bereuen, wenn du immer noch von ihren Folgen profitierst? Keine Ahnung, nur so als Frage. Hast du je ausgerechnet, wie viele Leute wegen eurer kleinen Zusammenarbeit sterben mussten? Als würde man versuchen, Sandkörner am Strand zu zählen, was? Einfach nur überwältigend. Wir sind jetzt, glaube ich, wir haben gerade die erste angeschaut. Also, wir haben uns ja RTL Plus für eine Zeit lang genommen. Das läuft auch aktuell noch, das Abo, weil Frau Bazzi da sehr, sehr viel schaut. Also, ich habe da einen Haufen Serien, wo Frau Bazzi da gerne schaut. Jetzt haben wir das noch laufen lassen. Da haben schon alle Folgen drin. Also, es sind, glaube ich, insgesamt meine ich, 8, wenn mich nicht alles täuscht. Oder wenn ich es richtig gesehen habe. Ich kann auch sagen, dass es nur 4 haben, um Gottes Willen. Aber ausgestrahlt, meine haben jetzt 4 und nächste Woche werden noch mal welche ausgestrahlt. Irgendwie so, keine Ahnung, glaube ich, irgendwie so habe ich es gelesen. Kann möglich sein. Ja, Glühwenspeer-Einstimmung stimmt. Den Traum der Speer auf die Erinnerung an heulende Winde in Helheim ein und erhöht seinen Basisschaden. Nehmen wir. Ich hab's von dem Verein mit dem großen T-Geschenk gekriegt für ein Jahr, sonst hätte ich es bestimmt. Ja, ich hätte es so auch nicht. Aber wie gesagt, ich hab bei. Das war letztes Jahr, oder was heißt letztes, das war heuer. Heuer bei den French Open hat's quasi von Sport Deutschland TV hat's ein Angebot gegeben, wenn du quasi dir den Pass holst, dass du den kompletten Grand Slam, also es geht um Tennis, wenn du den kompletten Tennis Grand Slam schauen möchtest, der hat 25 € gekostet, dann kriegst du gratis 3/4 Jahr RTL Plus dazu. Irgendwie so war das. Und da haben wir gedacht, ja, du Brudi, dann gib ihm. Weil Tennis hätte ich so anders geschaut. Von daher hat das perfekt passt. So, wir haben ja wieder einen Helios am Arsch, ne? Wenn's Arschloch zum Arschloch kommt. Nimmt man dann schon mit, ja, aber auf alle Fälle. Aber auf alle Fälle. Es war aber auch eine reine Entschädigungsaktion von Sport Deutschland TV, weil RTL wollte eigentlich die Rechte an die Grand Slams haben und Sport Deutschland TV hat halt einfach. Dann haben sie gesagt, hey, wenn sie ganz so zintig hat, jeder, der wo zu uns kommt, dann nehmen wir noch ein paar Leute mit. Aber ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass RTL nicht Grand Slams ausstrahlt. So wie es ist. Aber gut. So, schauen wir mal. Ah ja, da haben wir wieder unsere 3 Wächter aus der griechischen Mythologie, aus God of War 3. Die haben wir letztes Mal schon drauf. Schauen wir mal, was da Phase wird. Was ist das? Das Urteilsobjekt einsammeln. Da grunzt schon wieder etwas, du Sauberle, ich weiß es auch nicht. Jemand hat dir ein kleines Geschenk dagelassen. Oh, und es ist ein symbolisches Totem deiner Schande. Wie aufmerksam. Oh, jetzt hast du es geschafft. Über dich wird gerichtet. Und wir wissen, dass deine Taten niemand durchgehen lassen würde. Halt's Maul, Helios, mach den Kopf zu. Weil dann anschaust du keinen mehr. Weiter nach Griechenland. Boah, leck, wenn wir mir jetzt richtig nach Griechenland kommen, ohne Scheiß, dann schlug ich einen Rückwärtssalto. Oh, was ich fragen wollte, wie war es, dich selbst in Brand zu stecken? Unterhaltung vom Feinsten. Hab nur leider das Ende verpasst. Und ist da noch Asche auf deiner Haut oder bilde ich mir das ein? Nette Anspielung, Helios, ne? Asche auf seiner Haut. Das sollte ich vielleicht auch noch mal erklären für die Leute, die das nicht wissen. Der Kratos ist ja quasi, nachdem er im Wahn seine eigene Familie hops genommen hat, ist er von einer
Wie sage ich denn? Ich sage jetzt einfach mal von einer Hexe verflucht worden und er hat die Asche seiner toten Familie auf der Haut getragen. Deswegen war der Kratos auch immer die ersten drei Spiele, oder besser gesagt, ja, in Teil 1, 2 und 3 im Endeffekt, Ascension Zeit nicht, war er halt so blass, so kreidebleich. Das ist daran gelegen, weil er seine Asche von seiner Frau und von seinem Kind auf der Haut getragen hat. So quasi mögest du auf ewig mit dieser Schande leben. Also da kann ich jetzt schon hier, okay. Die flüchtigen Echos nehmen wir schon mit, auch wenn es gerade sind mehr. Was kostet das? 1000? 1000 flüchtige Echos? Hast du einen Arsch offen? Schau ich aus wie ein Finanzberater oder was? Flüchtige Echos für 500 Spinnen haben da noch Schnuff. Ja, der ist auch halbwegs normal, aber trotzdem, bei dem kickt die Inflation genau so. Kratos beim Denken. Was für ein Anblick. Was ist das? Das Gedrückthalten von L2 für mehrere Sekunden gewährt eine Stärkung, die jeglichen Distanzangriffsschaden für kurze Zeit. Eigentlich nicht übel. Was haben wir da jetzt? Gesundheitsschub. Wie schauen wir denn mir eigentlich aus? Gesundheitstechnisch. Da gang schon nur wegen Ips. Der kostet jetzt 100 flüchtige Echos und 100... Oh ja, ganz ehrlich, da mache ich lieber einen auf Pro-Game und verliere einfach keine Gesundheit. Ja, okay, dann schauen wir halt da rein. Mehr wie ein Bosskampf machen können wir ja nicht. Den weiteren Weg freischalten. Ist das eine Sirene? Tatsächlich, das ist eine Sirene. Halt's Maul, du dummen Arsch! Bedeck meine Ohren! Kratos! Unterbrech es, du Schwachkopf! Immer noch ein Monster. Kugel! Kugel! Magst du dein Maul halten? Aua! Oh. Oh nein, nicht der Gesang! Und tot bleiben. Holy shit, die war Für heftig. den Moment zufrieden. Würde ist aufgehoben. Gemischte Belohnung. Weltenverschiebung. Ein Ausweichen in letzter Sekunde aktiviert Weltenverschiebung, wodurch 1,75 Sekunden gehen in der Nähe verlangsamt. Wow, 1,75 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. So schnell kann ich nicht reagieren. Zorn des Frostvergessenen. Ein mächtiger Eisstrahl, der Gegner bei Berührung einfriert. Halten Sie R1 gedrückt, um die Dauer zu verlängern. Das hört sich gut an. Eislaserstrahl, nimm mal. Wie jetzt? Wife, wie habe ich die Ehre? Grüß dich gut. Bis später nicht. Du, das macht überhaupt nichts.
Bei Abschluss einer Rissbegegnung wird zusätzlich Zeit verliehen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber 800 flüchtige Echos. Boah, ich mag das nicht, wenn es schon wieder auf Zeit geht. Das ist schon wieder so unzauberhaft. Jetzt will ich schon wieder vier so Idioten kaputt machen. Achtung, Sturzangriff. Du musst wohl das mächtigste Ziel ausschalten. Nur eine Vermutung. Hinter dir, pass auf! Ein weiteres Ziel bei Hals ist gefallen. Klasse. Tausender Befehl erhöht die Rate mit der Rage beim Angreifen von Gegnern mit Statusbefehl und bei der Verwendung von Runenangriffen. Was? WB sei, was habe ich versammelt? Ein paar tausende Körper. Aber ansonsten noch nicht allzu viel. Da ist der nächste Riss. Oh, das ist ein roter Riss. Ja, viel Teufel. Oh, das ist Gesundheit. Das ist gut für uns. Aha, den machen wir zum Schluss. Das ist ein roter. Der rote ist... Oh, das ist noch Truhe, die habe ich gar nicht gesehen. Da ist der. Ja, das war aber auch klar. Speerangriffe gegen Brände oder eingefrorene Gene verursachen zusätzlichen Schaden mit Element Passo. R2 gedrückt haben. Belegte Speere verursachen erhöhten Nachkauf. Das ist gut. Es war vielleicht doch ganz gescheit, den Roten zuerst zu machen, weil jetzt ist mein Level noch auf 1. Das wäre wahrscheinlich jetzt große Herausforderung. Gleich bitte bereuen. Nimm eine andere Waffe, Idiot! Das wird mit der Zeit nur schwer. Ja, perfekt. Boah, leck, oder vor 3 muss ich. Okay. Pass auf! Das ist ja angesnickt, der Idiot. Wie beenden das? Von rechts! Könntest du dich nicht einfrieren lassen? Von links.
Charge-Dieb, rechte Seite! Jetzt wird es noch schwerer. Hast du vergessen, dass du dich beeilen musst? Ich glaube, der braucht einen Film an. Au! Draußen das Nachspiel. Kurze Stärkung von Stärke, Abwehr, Runenkraft und Widerstand gegen Taumel nach Ablauf der Rage. Segen der Macht. Machen wir das. Kann man uns darauf einigen, dass ich ein bisschen Gesundheit kriege? So ein bisschen. Und alle sind tot. Kratos war hier. Ja, das ist das letzte drum Herausforderung, so jetzt einmal. Ich brauche immer noch Gesundheit. Wessen Armee ist das? Niemandes. Rechts von dir. Was für ein Arschloch schießt da schon wieder? Da klang schon wieder. Dir helfe ich ein, schon. Du Kasperlkopf. Achtung, hinter dir. Oh nein, nicht der Gesang. Achtung, rechte Seite. Ja, ich hab schon gesagt, chill da in die Scheiben. Bist du dir zu fein für dein Schild? Hinter dir, pass auf! Boah, Alter, was war denn das? Kugel, Kugel! Oh, nix gut. Hä, warum? Hä, wieso kann ich meinen aufhören? Oh, das ist jetzt nicht der Ernst. Hä, warum habe ich jetzt meinen Auferstehungsstein nicht nutzen können? Dein Tod gerade eben war nur Helios Schuld. Okay. Sich anzupassen heißt, die Alchemie der Verwandlung von Nachteilen in Vorteile zu nutzen. Neue Bitte, Belohnungen und neue Gelegenheiten dazu. Bitte, weil ich eigentlich den Kampf schon gewonnen habe und dann trifft mich auch so überbleibend die Kugel, die wo ich nicht kämmer sehen habe und nicht mehr hab's. Nicht wahr, General? Das ist jetzt bitter, aber okay. Ich sehe hier kluge Investitionen. Ja, natürlich meinen ganzen Loot auch verloren, ist ja klar. Aber das heißt automatisch für mich, dass ich meine Rage ändert. Ich werde immer die Heilungsrage nehmen, egal ob ich jetzt ein bisschen einen Bonus-Loot kriege oder nicht, weil das bringt mir nichts. Ich kann mich nicht vollheilen. Du kriegst nicht so viel Heilung unter die Wellen. Du stößt tiefer nach Valhall vor. Das heißt, ich nehme da auf alle Fälle immer Mut. Bei den anderen Dingen ist eh kein Thema, da kann man variieren. Das ist. Stress nicht. Den habe ich noch nicht gefunden, ja, okay.
Frostwurf hört sich gut, oh, das nutzt ja eigentlich permanent. Dann nehmen wir gleich mit Axt. Oh, da leicht irgendetwas. Was haben wir da? Ist das ein Schlüssel? Der Schlüssel. Vergangenheit. Konnte er was Wichtiges öffnen? Nur eine Erinnerung. Valhall meint wohl, du hast etwas zu erzählen. Später. Gut, perfekt. Wir haben schon. Dann das Frost vergessen und Fimbul Winternebel. Das ist, glaube ich. Das war das, was ich. Ne? Da hast du auf dem Boden, ja genau. Das ist gut. Den nehmen wir. Schlag des Befalls, Schildschläge, zweimal antippen gegen einen Gegner mit Statusbefall Leiden auf und verursachen eine schädigende Elementarexplosion. Yes, als moderate Glücksaktualisierung mit moderate Rückschluss bei einer Verwendung von Runenangriffen oder Reliquien sofort 70% der jeweiligen Abgrenzung wiederherzustellen oder. Das ist gut. 70% Cooldown, aber da, das ist schon heftig. Willst du noch über Sigrun reden? Vor einigen Tagen war sie noch froh, dich zu sehen. Was ist passiert? Oh, du interessierst dich doch nicht für mein Liebesleben, Bruder. Ich interessiere mich und du weichst der Frage aus. Was ist passiert? Also, als du mich letztens bei ihrem Langhaus abgesetzt hast, hat Sigrun einen Moltebeer-Haselnusspudding gemacht. Natürlich kann ich nichts essen, aber es war trotzdem sehr lieb. Ein Moltebeer-Haselnusspudding. Und Das war's im Grunde. das war nicht alles. Freunde der Sonne, wer mag ein Moltebeer-Haselnusspudding? Muss ein Fragezeichen. Ich möchte wissen, was da drin ist. Kammer von Ayakos. Ah, du bist der ganz ein Lustiger. Ich hab Mülltonne auf. Sieh mal an. Ein ungewöhnlicher Winkel von Valhall, meinst du nicht? Wo haben wir denn Wollen mit wir uns überhaupt? mal umsehen? Bisher Sigur oder nicht mehr? Ja, aber gehst du da, was das jetzt noch ein Geschnetzel und nach der Lasagne braucht man Nachspeise. Völlig klarer Fall. Vorsicht, wer weiß, was dich in diesem Nebel erwartet. Was dir wahrscheinlich wird. Über dir! Pass auf! Ja, da haben wir schon gleich noch nicht geschlungen. Meisterungssiegel, ja, immerhin. Was er gemerkt hat, im Valhall gibt es keine Truhe umsonst. Du musst immer irgendwas. Außer die haben umsonst. Oh, das ist eine Runentruhe. Na, da schau her. Ah, da muss man die Glocken läuten, oder was? Erst mal die Symbole suchen. Da hinten ist eins. Ach, Schmarrn, das ist ein Tier. Quatsch. So, da hinten hängt da so eine Laterne. Da oben hängt eine. Wo ist die dritte? Die kann nicht weit sein, die muss relativ... Aha, da dahinter ist.
Erreicht man die von... Ah, Moment einmal. Hallo, kannst du die Glocken läuten, bitte? Ja gut, wenn ich ja natürlich 5 Minuten brauche, um überhaupt einmal ein Ziel zum Treffen, dann wird es natürlich immer schwierig, gell? Okay, die hängt mies, weil die da... Ja, okay, ich glaube, ich verstehe schon. Man muss... Das R kommt recht schnell wieder. Also müssen wir das am... Erst kommt das R, dann kommt C und dann kommt das N. Okay, R muss man am Schluss, dann das C und dann das N zuerst quasi. Oh, ist das der Ernst? Dann wird das wieder aktiv. Okay, da muss brutal schnell gehen. Mei, das hängt aber ein Blatt da, gell? Die scheiß Fackel oder was das sein soll. Fix läden. Jetzt ist N wieder. Oh. Ich hasse Dinge, die wo auf Zeit gehen. Wisst ihr das? Warte, damit kann ich da mit dem Speer drauf werfen? Nein, geht nicht. Da brauche ich die Axt. Moment einmal. Geht doch. Wappen von Niflheim, 3 Stück. Oh, leg da einen 3 Truhen hinter. Holy fuck. Los mir an die Kosten mit irgendeinem Schmarrn. Ich glaube, wir sollen eine der Truhen wählen. Wollen wir? Okay, die sind Echos. Werteglyphe. Bonusglyphe. Werteglyphe hört sich gut an. Segen der Erde oder Segen der Beständigkeit. Stärke, Runenkraft, Vitalität. Vitalität ist immer gut. Und Stärke ist auch immer gut. Highlander, Hobby der grüß dich gut, wie geht's dir? Was ist noch zwischen dir und Sigrun vorgefallen? Wir sind sehr lange aufgeblieben. Ich erzählte Geschichten, sie Geheimnisse. Sie hat mir Alkohol gegeben, obwohl ich mich nicht betrinken kann. Dann habe ich ihr beim Einschlafen zugesehen. Und am Morgen? Am Morgen sind wir mit dem Boot raus auf den See der Neuen. Es war himmlisch, Bruder. Die Sonne glänzte im Wasser, die Luft war frisch. Man konnte den Tau riechen. Wann hast du es ruiniert? Du kennst mich zu gut, Bruder. Auf dem See bin ich ins metaphorische Fettnäpfchen getreten. Oh, was hat er jetzt gesagt? Schatz, wenn ich Essen fertig werden sie Schneeschau wieder, oder was? Kommt nicht gut. Aber gut, das werden wir erfahren. Mit mir hat er auf alle Fälle Liebesprobleme mit seiner geliebten Siegerin. Ne? Jetzt mal da um. Hinter dir!
Nein, das wollte ich doch gar nicht. Bifrost, über dir! Sonst noch wer? Ah, da ist noch einer. Ah ja. Vorsicht, rechts! Stirb! Der Letzte! Der meint, der ist frostig, ne? Alter, neues Fit bei dir. So. Runensegen, rücksichtslose Aktualisierung, gegnerische Treffer, während ein Runenangriff oder eine Reliquie eingesetzt wird. Stellen nach dem Angriff einen Teil der Abklingzeit oder einer Reliquienladung wieder her. So. Ja gut, also wirklich viel erfahren haben wir bisher noch nicht. Ne? Das liegt daran, weil wir einen Haufen Gegnerwellen machen müssen, aber irgendwie können wir nicht so... Was ist zwischen dir und Sigrun auf dem See passiert? Ach, sie ruderte an der Schatzkammer ihrer Familie vorbei. Wo wir erfahren haben, dass sie ihren Bruder verflucht hatte. Richtig. Und als wir da ruderten, war ich dankbar, dass dieser Ort unter Wasser lag, wo sie ihn nicht sehen konnte. Und da drehte sie sich plötzlich zu mir um und sagte, ich glaube, du hast es mir angetan, Mimir. Ich glaube, ich würde dich gerne küssen. Du sagst es, Bruder, ich meine, zwischen uns war schon immer etwas. Wir hatten nur nie die Gelegenheit. So viel blieb ungesagt, unter der Oberfläche. Dass sie es so unverblümt ausspricht, hat mich überrascht. Oh, und dann ist irgendein dummer Kommentar von mir gekommen, 100%. Oder er hat es abblitzen lassen. So, du pass auf, passt mir gerade nicht so. Ganz schön. Aber das werden wir jetzt bestimmt erfahren. Nette Hintergrundstory, ne? Mr. Dice Hero! Habe Dere! Merci dir für deinen Resub im 26. Monat. Holy shit, das ist dezent lang. Das ist dezent. Nicht zu beanspruchen ist schwer, auch wenn nur für das ist dezent lange Zeit, die wo du verschwendet hast, du erinnert. Habe Dere, merci dir. Vielen lieben Dank für deinen Support. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du genießt deinen Urlaub. So, nehmen wir mal die dir. Ja, Hauptsache du machst Brotzeit, gell, ist eh klar. Von links! War wieder klar, dass Siri der Lohr hat. Ja, ist eh klar. Mit deinem Putzen der Rundtour. Ist klar, wie grad so. Oh. Rechte Seite, Bruder! Ja, weil die Kleinen so lässt die Hand. Alter, die... Das will verarschen jetzt, oder was?
Vorsicht rechts! Hinter dir, pass auf! Hinter dir, Bruder! Rechte Seite! Achtung! Hinter dir! Volle Kante, Klonliste. Vorsicht, links! Jetzt sind wir aber Kille auch gleich noch durchschneiden, gell? Der, ja, passt schon, ist flauschig, werde die verschwendete Zeit mit dem anderen Account von dir noch rechnet, geschubst die Zeit vergessen. Ja, dann haben sie aber geschwind 4 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So, Gesundheitswiederherstellung. Sehen, dass ich auch nicht mehr Gesundheit. Ist es? Ja, toll, und jetzt haben wir einen Boss. Ja, Gratulation. Gratulation, Freunde, jetzt haben wir einen Boss. Der spawnt da jetzt hinter mir. Aha. Das hat gesessen! Ja, das spielt er morgen noch wahrscheinlich. Achtung! Über dir! Den hat Valhalla auf dem Kika. Höchstwahrscheinlich. Ey, vertrug mich aber so oft. Vorsicht, rechts! Sehr gut, Seele. Zähl mit, Valhalla! Jetzt ist gerade dezent ein bisschen anstrengend. Was haben wir für einen Puls? Oh, 88, herzlichen Glückwunsch. Ja, da wisst ihr, da sagt man ja, das Streamen ist nicht stressig. So. Mörderstärke. Hohe Glückschance auf eine Gabe der Stärke bei der Axttötung. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das nehmen wir mal mit. Ne? Das nehmen wir mal mit, weil, was das eh. Können wir nichts falsch machen. Großartig. Jetzt sollten wir den nächsten Bereich aufsuchen dürfen. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, ist der Bosskampf jetzt wieder der gleiche wie vorher? Also, kämen wir jetzt automatisch wieder nach Griechenland, oder?
ist das jetzt ein anderer Weg? Ich möchte nicht mein Pulswissen vom Mario Kart Turnier. 200 Kubik. So, dann schauen wir mal. Hab ich die recht. Wir brennen! Ja, kannst du mal chillen? Das war schon jetzt oder was? Warum geht denn ständig die Anvisierung weg? Pixeletten. Boah, leck, Alter. Nein, nur 150 Kubik gefahren, aber der Puls war kurz mal so weit. 200 plus. Aber jetzt. Das Schwert mit der Kraft der Minimum sehen. Der Moment, wenn's richtig krass zugeht und du kurz vor der Ziellinie siehst, dass ein Blauer auf dich zukommt. Oder ein Roter. Und der dich dann gerade nicht mehr trifft. Ja, okay, mit dem Gesundheitsschub kann ich jetzt einmal halbwegs was anfangen. Ist ja schon mal was. Kratos, dieser Schlüssel. Wem hat er gehört? Was hat er geöffnet? Er gehörte einem Kapitän, den ich bei einer Schlacht auf dem Ägäischen Meer traf. Eine Hydra griff sein Schiff und seine Flotte an. Oder vor uns? Das war der Schlüssel zu seinem Quartier, aus dem ich Frauen um Hilfe schreien hörte. Ach ja, dein Kampf mit der dreiköpfigen Seeschlange. Du hast einen ihrer Köpfe mit dem Schiffsmast durchbohrt. Richtig? Ja. Der Schlüssel ist nicht wegen dieses Kampfs erschienen. Er verfolgt mich, weil ich seinen Weg den Schiffskapitän umgebracht habe. Gut. Jetzt haben wir zumindest wieder Full Life. Nein, nicht ganz Full Life, aber ne, hat uns schon ein bisschen was geholfen. Ja, ich glaube schon, dass bei der Mario Kart Turnier ziemlich schwitzig zugegangen ist. Das möchte ich jetzt gar nicht abstreiten. Es geht ja teilweise bei uns bei den Community-Runden schon schwitzig zu. Also, schwitzig im Sinne von spaßig, ne? Aber beim Turnier ist er dann nochmal ganz andere Hausnummer. Ja. Bringt mir bestimmt gleich wieder irgendein Viech, oder? Also, was sag ich denn? Aber ich sag da, unter die Top 8 war jetzt zu fix gekommen. Boah, keine Ahnung, ich kann das. Kann nicht sagen, ich kann meine Mario Kart Skills, Kenntnisse zu schlecht einschätzen, als dass ich mir jetzt da
als dass er mir jetzt da ein Urteil erlauben darf, wo ich sage, da war ich gelandet, weil das kann er nicht sagen, keine Ahnung. Wir kommen also am Ende des Tages definitiv da wieder raus. Das heißt, am Ende des Tages müssen wir auch definitiv die Prüfung da machen. Da wo wir vorher knapp gescheitert sind. Hallo nochmal, Kratos. Oh nein. Er ist wirklich die Verkörperung vom Quatsch Comedy Club, oder? So versessen auf einen Vorteil. Ist das ein Spiel für dich? Schauen wir mal, vielleicht können wir noch ein paar Echos zusammendrummen. Okay, die 100 habe ich drin, den heben wir mal auf, den Gesundheitsschub. Schauen wir, vielleicht geht es uns jetzt ein bisschen besser. Zögert man dann nicht mehr so lang. Das ist der Kratos, der Atlas zu Fall gebracht hat. Achtung, hier hinten! Achtung, rechte Seite! Achtung, Sturzangriff! Ich hab die HP in dem Malagoda vorspiele schon nicht mehr. Du hast getötet, was du töten solltest. Toll. Ehrung der Gefallenen. Ein Abwärtssprung mit großer Reichweite der Gegner mit überwältigender Kraft trifft. Das ist ein Speerangriff, oder? Kratos erleidet weniger Schaden und besitzt einen höheren Widerstand gegen Taumeln während der Verwendung seiner Basisangriffe. Kämpfen wir gleich da, weil das hat man vorher quasi wieder ein wenig Knackbrot wird, wenn wir ein wenig gewartet haben. Über dir. Achtung. So. Warum nutzt du denn die Waffe? Bist du verwirrt? Konzentriere dich auf das Ziel, Dummkopf. Rechte Seite, Mistkerl. Vorsicht, links. Boah. Gnadenlos wie immer, Kratos. Du lässt dir ganz schön Zeit. Du stehst doch auf harte Kämpfe. Ja, aber nicht 6 gegen 1. Achtung, rechte Seite.
Wenigstens der ist schon mal hin. Wieder eingefroren. Oh, Nerv. Na, warum? Ich will doch den Tod, den will ich. Bist du blind? Hinter dir! Ragedieb, rechte Seite! Nix. Rechte Seite, Achtung! Hey, was war denn das? Sie verarschen jetzt oder was? Oh, geh doch auf Zeiten. Nee. Ah, ich stelle mir heute aber auch wirklich an wie der erste Mensch, das ist Wahnsinn. Es wird mit der Zeit nur schwerer, Kratos. Ah, ich will... Und das leider sauber Zeit kostet. Wenn Kratos Gesundheit auf ein kritisches Level fällt, wird kurz eine unbesiegbare Barriere aktiviert, bei der der Abschluss seine Steigerung der Stärke und einen Gesundheitsschub gewährt. Das ist gut, nehmen wir gleich. Da hinten war Heilung. Mir mal, das ist. Der Kampf da, der ist echt nicht ohne. Aber wir können aber schnell zurückgehen und können uns noch schnell unter irgendwo Heilung holen. Im besten Fall, ich finde überhaupt zurück. Okay, ich komm gerade gar nicht zurück. Kommst du auch mit diesen wilden Bestien zurecht? Oh, ist das jetzt der Ernst oder was? Womit haben die uns getroffen? Setarke! Ernst?
Achtung, linke Seite. Hinter dir, pass auf! Jetzt wird es noch schwerer. Hast du vergessen, dass du dich beeilen musst? Keine Ahnung, wie ich das zeitlich schaffen soll. So, du hast alles abgemurkst. Herzlichen Glückwunsch, ich bin auf Level 4. Ich muss erst mal schauen, dass ich irgendwie zurückkomme. Ich brauche auf alle Fälle ein wenig mehr Heilung. Und mit ein wenig meine deutlich mehr. Aber irgendwie geht's da nirgendwo zurück. Oder keine Ahnung. Du Schwachkopf. Okay, ich muss mich schicken, weil sonst schaffe ich da überhaupt keinen Gegner mehr. Oh, das ist gut. Lass dir nur alle Zeit der Welt. Okay. Jetzt schaut's ein wenig freundlich aus, aber die Gegner haben halt jetzt entsprechend stark. Gesundheit. Ja, das Ziel ist erledigt. Mausetot. Bist du zufrieden? Ja. Hey! Wegzieh, du dumme Sau! Keine Sorge, Kratos. Keiner dieser Feinde ist echt. Aber sie fühlen den Schmerz. Komisch, oder? Das interessiert dich doch, oder? Die dumme Sau, bevor er das Leben kostet. Nicht der Gesang! Kugel, Kugel! Ja, herzlichen Glückwunsch. Alter, warum hab ich... Vorsicht, von hinten!
Es ist... Was? Bist du blind? Hinter dir! Ist das der Ernst? Die spawnen wieder. Oh wow, herzlichen Glückwunsch. Achtung, linke Seite! Das war ungefähr das Dümmste, was jetzt hätte passieren können. Alter, was ist mit der Fräsen verkehrt? Dieser Wahnsinn. Letzter Gegner! Renn weg, Idiot! Mist, wie fast! Walleck, Alter. Anfang und setze deinen Aufstieg fort. Okay, das Level Spotty habe ich dir. Also diese Prüfung hier, die war heavy. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, die war heavy. Jetzt wenn noch ein Bosskampf vor muss, dann kann man einen Kopfschuss geben, freiwillig. Was wird er nehmen? Deine Mama. Okay. Oh, ich bin Tür busy. da. Willkommen zurück, Kratos. Ich habe etwas mitgebracht, damit es spannend bleibt. Du bist nicht der Einzige mit Waffen aus fremden Ländern, weißt du? Ja, wow. Blut für Blut. Drehra. Was? Ein mächtiger Hieb. Gut. Konzentrieren, Kratos.
Verteidige dich. Na los! Jene, die gefallen sind, tragt mich! Oh je, du musst sie aufhalten, bevor sie Tyr erreichen. Was möchtest du? Getan, Kratos. Warum hast du dich Ares verschrieben? Ich war ehrgeizig. Stolz. Konnte Niederlagen nicht akzeptieren. Ich wollte Macht. Ist das alles? Ganz sicher? Steckt nicht mehr dahinter? Alter, ist das der Ernst? Der heilt sich durch... Boah, leck, Alter. Möchtest du mich verarschen oder was? Man will jetzt nicht ausweichen können. Gute Reflexe, ich bin beeindruckt. Blut für Blut. Drehra. Vorsicht! Blutkugel! Als macht das... Nicht ablenken lassen. What? Au. Bereit machen. Oh, ist klar, Brudi. Waffen hoch. Alter, ich will... Ich hoffe, dein Mut ist voll Power. Kämpfe! Heimtag! Guter Schlag, Kratos. Was mir langsam am Arschlecker drin. Jetzt geschehen. Waffen hoch. Da ist das Feuer. Gut, Kratos. Blut für Blut. Drehra. Haut es jetzt aber auch. Du gewinnst, Kratos. Ich wollte gerade auf Vorspein und nicht Dark Souls.
Ich glaube, dein Geist ist zu einer Erkenntnis gekommen. Boah, ja, das ist bei Schweiß. Sollen wir? Das Becken zeigt nicht nur Erinnerungen. Ganz recht. Denn was ist eine Erinnerung ohne unsere Perspektive? Du kennst das Übel, das aus deinem Pakt hervorging. Du kennst das Übel in dir selbst, ja. Das beschäftigt dich. Aber es ist nicht so einfach, oder? Die Horde ist riesig. Was wäre passiert, wenn du sie nicht aufgehalten hättest? Unsere Heimat wäre zerstört worden. Unser Volk ermordet. Gebrochen. Ein Volk, das deine Armee beschützen musste. Eine Armee unter deiner Führung. War es nicht dieses Pflichtgefühl, das dich antrieb? Fürchtetest du nicht um die Sicherheit deiner Heimat? Du hast sie gerettet. Du willst meine Taten entschuldigen. Es geht nicht darum, sie zu entschuldigen, Kratos. Nur darum, sie zu akzeptieren. Anzunehmen, dass deine Taten auf deinem damaligen Wissen beruhten, nicht auf dem der Zukunft. Deine Beweggründe und ihre Konsequenzen sind viel komplexer, als du dir eingestehen willst. Ich glaube, du hast noch mehr zu verarbeiten. Ja, ich muss über vieles nachdenken. Ich werde zurückkehren. Und ich werde warten. Wer hat diese Einladung verschickt? Ja. Und sieh nur. Ich glaube, diesmal hat Kratos wohl überlebt. Das hier ist also Tyrs Spiel? Das war seine Idee? Ein Spiel ist nicht seine Absicht. Hier ist was, das ich beenden muss. Und was genau wäre das? Ein Prozess. Also gut, wenn es hilft. Ich vertraue euch. Wir alle tun das. Wie wir auf Valhall vertrauen. Selbst nach dem, was passiert ist. Ich kannte die Regeln und brach sie wissentlich. Ich bereue nichts. Wallet, das war Teil 1. Holy shit. Also ohne Scheiß, das ist richtig knackig, das DLC. Leck mich am Arsch. Ohne Witz, da bist du ganz schön am Schwitzen. Hey. Leck mich am Bein. Leck mich am Bein. Also so einfach mal so durchmarschieren tust du da definitiv nicht. Das kannst du löten. Das kannst du löten, dass du da mal einfach so eben durchmarschierst. Muss ich halt der Fairness halber dazu sagen, jetzt pass auf, warte mal, ich hab halt den normaler Schwierigkeitsgrad, ne? Das ist normal. Auf leicht, niedrigste Schwierigkeit, da ist wahrscheinlich ein Teil leichter, aber das ist jetzt, sage ich mal, die zweite Schwierigkeitsstufe, die wo jetzt ungefähr irgendwo bei normal wahrscheinlich einzuordnen ist. Aber da geht schon, es sagt sich selber, ich brauche da glaube ich nicht viel dazu sagen. Also wenn ich unterm Spanner vor mir mal nichts mehr rede, so wie jetzt bei dem Bosskampf, dann wisst ihr, ich bin aber voll auf Sendung. Also da ich hab mich schon gescheit konzentrieren müssen jetzt, dass da das nicht um in die Hosen geht jetzt. Vor allem die interessante Frage war, was passiert, wenn du jetzt beim Bosskampf gegen Tyr stirbst? Fangst du dann den kompletten Ding wieder von vorn an oder ich vermute mir, dass du dann den ganzen Schmarrn nochmal machen kannst? Guter Fortschritt, aber die Arbeit ist nie getan. Ist das ein neues Dark Souls? Also ich sage jetzt mal so, der Abschnitt davor und auch jetzt der Bosskampf gegen Tyr, wie gesagt, ich kenne ja die ganzen Bosskämpfe nicht so. Also ein Tyr zumindest kenne ich nicht. Die anderen Gegner, die kennst du ja aus dem Main Game so, aber jetzt der Bosskampf, also das ist Bossniveau von Dark Souls, definitiv. Das hat schon sein Niveau. Wie gesagt, so einfach durchmarschieren tust du nicht. Mit Valhall zu handeln. Angebote Bürden. Eine geringe Chance, dass Bürden 3 Auswahlmöglichkeiten bieten anstelle von 2. Ja gut. Wir haben da jetzt, das ist halt ein dauerhafter Buff, ne? Müssen wir uns halt vor Augen führen. Glyphenbelohnungsgaben, jetzt pass auf, was haben wir uns da Werkzeuge? Neuausgabemarken zu Beginn erhöht die Anzahl der Neuausgabemarken, mit denen Sie jeden Versuch starten. Mit Neuausgabemarken können Sie Glyphenbelohnungen aktualisieren, um neue Optionen zu sehen.
Ist das, glaube ich, jetzt, weil man... Irgendwie glaube ich, dass das mit den Echos am Anfang gar nicht dumm ist. Also die Begegnung ja, aber zu Beginn die Echos, das glaube ich ist gar nicht verkehrt, weil du kannst mit den Echos Midrun heilen. So, was haben wir jetzt da? Wir haben nur 200. Wir dürfen aber auf alle Fälle einen Rage mal ein wenig erhöhen. Dass der Rage-Schub auf alle Fälle kommt. Okay. Dann boosten wir die Abwehr noch ein wenig. Das ist schon recht. Der tut schon auf ihr heute. Gut, Vitalität. Ah, das geht sogar noch. Ja, jetzt haben wir zumindest einmal 3 so Beugen. Das ist ja schon mal was. Schildmaid. Du hast's verdient. Es geht um mehr als das Ausüben von Techniken. Du übst eine Kunst aus. Lust, mehr zu hören? Ja, verzeih mir, was das Ich höre zu. Da war ich also. Die kleine Schlägerin. Wenn ich den Kampf nicht begann, dann habe ich mich als Erste mit reingestürzt. Vielleicht ist was im Wasser in Asgard, aber es schien immer einen Grund für einen Kampf zu geben. Ich brauchte wohl den Rausch, etwas, das mich stark und lebendig fühlen ließ. Ich war wie getrieben, ohne Angst oder viel Verstand, um mich zu stoppen. Ich verschaffte mir einen gewissen Ruf, und das wurde zu einem Problem. Ich hatte einen Tyrannen gedemütigt, der sehr nachtragend war und mich aufspüren wollte. Er fand schnell heraus, wer ich war und wo ich lebte. Er wollte mir eine Lehre erteilen. Ich erzähle dir mehr, wenn du Fortschritte machst. Mhm. Schauen wir mal, ob Sigrun noch was zum Sagen hat. Ach, die steht da gar nicht. Ach ja, die ist ja unterm Ufer. Okay, mit Reich kann man nicht interagieren, okay. Was passiert eigentlich, wenn ich da jetzt einfach weggeziegelt? Ach, das kann ich gar nicht. Na ja, gut dann. Landdrachen Wickelgurt. Gefällt mir ein bisschen besser. Okay. Ja, also, ich meine, okay, wir werden halt. Wir haben jetzt zumindest erfahren, der Tür möchte einfach, dass man mir dass der Kratos die vergangenen Taten, also natürlich schau bereut, aber er soll halt einfach, der Tür möchte uns helfen, dass wir abschließen damit, dass wir mir einfach für das, was wir damals taten, es war falsch, aber das haben wir jetzt mit dem Wissensstand von damals nicht gewusst, dass es falsch ist. Obwohl eigentlich haben wir es schon gewusst, aber, ne? Also der Tür möchte uns eigentlich, der hilft uns im Endeffekt nur. Mehr ist es nicht. Keine Ahnung, wo man die Dinge alle findet, aber okay. Gut, Freunde der Sonne, es ist jetzt zwar ein bisschen blöd, aber ich darf dann für den Run da jetzt so einen Cut machen, weil
jetzt nochmal eingehen und dann Midrun abbrechen, ist auch ein Schmarrn. So. Und ich vermute mal, dass die ganzen Runs so an die 2 Stunden dauern. Wenn man mal mit einrechnet, dass man das eine oder andere Mal stirbt. Aber an der Stelle machen wir dann spätestens oder was heißt, wir werden mal genau an Silvester da weitermachen. Ne? Also wir machen Silvester am 31. am Sonntag um 10 Uhr nochmal ein God of War Stream. Mir wird es allerdings wieder am Freitag ausgehen, weil ich mit meinem Schwiegerpapa Tennis spielen gehe. Und am Samstag war irgendwas. Samstag ist LK-Turnier, da kann ich auch nicht. Samstag bin ich quasi auf einem Tennisturnier. Genau. Aber da werden wir dann, Freunde der Sonne, da spielen wir dann am Sonntag auf jeden Fall weiter. Also ich bin nach wie vor unfassbar beeindruckt von dem DLC. Es ist deutlich schwerer geworden heute. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Lernkurven so extrem nach oben geht. Aber an und für sich holt mir das DLC voll ab. Man lernt zwar nur brickelweise dazu, um was das geht. Aber nichtsdestotrotz, da haben schon andere Leute deutlich schlechtere Spiele gebracht. Ne? Als wir das, was wir jetzt da geliefert kriegen. Also da kann man auf alle Fälle nichts sagen. Und ich bin ja gespannt, wie das ausgeht. Nimmt der Kratos wirklich nochmal einen Kriegsgottposten an, kann er mit dem Ganzen abschließen, da bin ich wirklich richtig gespannt drauf. Da habe ich richtig Bock drauf, das zu erfahren. Vor allem, weil die Flashbacks, die haben teilweise wirklich richtig, oder was teilweise, die haben richtig cool gemacht. Und so die Kenner der God of War Spieler, die holst du halt voll ab damit. Also, wie gesagt, Hut ab, Santa Monica, dass ihr sowas raushaut und da kein Pfennig nicht sehen mögt. Das ist schon ganz oberste Liga. Okay, den Stress mit dem Geschnetzel tue ich mir dieses Jahr nicht mehr an. Ja, also wie gesagt, du kannst ja, das Gute ist jetzt halt bei God of War, du kannst den Schwierigkeitsgrad nach unten schrauben. Ja? Und dann spielst du es halt auf einfachste Schwierigkeit. Da ist bestimmt auch nochmal um einiges leichter. Kann ich mir vorstellen. Ne? Wie gesagt, ich habe jetzt die zweite Schwierigkeit gewählt. Das Ding ist, das bewirkt ja, dass der Gegner weniger aushält und du dafür mehr Schaden machst. Ne? Aber ganz ehrlich, auf noch einer schwierigen Stufe, das wenn ich spiele, dann verrecke ich gnadenlos die ersten Male. Weil da musst du halt dann perfekt dodgen können, da musst du dann perfekt parieren können und so weiter und so fort. Aber es ist durchaus das Gute an God of War, du kannst halt da von bis. Ne? Du kannst ein Spiel machen, wo du dich komplett in Ruhe nur auf die Story fokussierst, da schraubst du den Schwierigkeitsgrad entsprechend einfach nach unten. Oder du möchtest das volle Pulle wissen, da wo jeder Kampf richtig intens wird und du schraubst halt einen Schwierigkeitsgrad nach oben. Das ist halt, wie gesagt, ich glaube so vom Zuschauer her, für euch jetzt sage ich mal, aus Zuschauersicht, ne? Ist, glaube ich, viel intenser und viel geiler, wenn ein Bosskampf so abläuft wie jetzt gegen eine Tür. Der, wo sich einfach ein wenig zeugt, da wo es man halt einfach ein wenig mitfiebert, da wo man sich, wo ihr dann die Lebensleisten so im Auge habt, oh leck, jetzt wird es aber eng und so weiter und so fort, wie wenn ich einen nach 3 Hits wegdusche. Ne? So, also jetzt übertrieben gesagt so. Ne? Aber ich glaube, so Kämpfe in God of War, wenn die halt richtig ziehen, dann glaube ich, ist das zum Anschauen schon ganz gut. Vermute ich. Ne? Ich mag so herausfordern, let's see beim ersten Teil. Ja, den ersten Teil, da kannst du auch Schwierigkeit einstellen. Von ganz leicht bis unfassbar brutal schwer. Aber ich selber persönlich habe mir noch nie God of War auf einen recht hohen Schwierigkeitsgrad da, weil das wird stressig. Das wird richtig stressig. Das war bei den alten Teilen schon so. Ich habe die alten God of War 3 habe ich mal auf Hard versucht. Habe ich mal, glaube ich, 3 Stunden oder 4 Stunden habe ich gespielt und dann wird es halt richtig stressig. Und vor allem, weil du halt, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Teil ist und beim ersten Teil, sage ich jetzt einmal, aber bei God of War 3 ist dann zum Beispiel so, wenn du einen Schwierigkeitsgrad nach oben schraubst, kommen auch viel stärkere Gegner schon viel früher. Also zum Beispiel bei God of War 3 die Ziegenmenschen, die wo so eine helle Bade haben, beidseitige, die kommen eigentlich erst im Endgame bei God of War. Wenn du quasi schon fast am Olymp bist. Und wenn du das auf Hard oder Albtraum spielst, dann kommen die im 2. oder 3. Dungeon schon. Also, das kommt noch dazu. Aber wie es jetzt bei dem God of War ist, das weiß ich nicht, wie es da mit den Gegner ist. Aber wir haben da wo wir in Griechenland in der Mission gewesen haben, da wo die Zeit nach oben geht, ne? Da war es ja dann auch so,
da waren Gegner, der war schon Totenkopf dort, also quasi, wir sind eigentlich sauber zu kasig für die Gegner. Aber trotzdem, es macht Spaß, DLC, auf jeden Fall. Es ist halt unfassbar intens, es ist halt unfassbar viel aus sich selber aus, das ist halt unfassbar viel aus dem Spieler aus. Also das Spielerlebnis von dem DLC ist schon ganz geil. Es ist eigentlich, also jetzt mal auf simpelste Oberbrocher, ist eigentlich nur Gegnerhorden schnetzeln. Und das ist eigentlich das, was in God of War so immer mehr oder weniger das Hauptaugenmerk war, so neben der Story, mehr oder weniger. Ne? Also es ist schon ganz gut gemacht, da kannst du nichts sagen. Allerdings ist es schon gut stressig zu wissen, dass nach jedem Akt der Tür am Ende ein Bosskampf ist. Also das heißt praktisch, du musst versuchen, wenn es irgendwie möglich ist, dass du bis zum Tür möglichst wenig Gesundheit verlierst, damit du beim Tür schon mal eine gute Startgesundheit hast. So Hälfte Minimum. Damit du da ein wenig was erlauben kannst, weil der hat jedes Mal scheinbar andere Waffen und jedes Mal, wenn er andere Waffen hat oder anderes Move-Pattern. Das heißt, du musst jedes Mal auf einen neuen Gegner einstellen, so auf die Schnelle. Wenn es jetzt nur noch bei halber Gesundheit ist, dann musst du es ziemlich rasant gehen. Dann musst du recht schnell herausfinden, wann macht der was. Wobei ich zur Verteidigung sagen muss, die Patterns in God of War hast du recht schnell drin. Also das kannst du jetzt tatsächlich mit einem Dark Souls eher nicht vergleichen. Also die Move-Patterns vor die Gegner, die hast du wirklich recht schnell drin. Das dauert 2-3 Minuten, wenn du die Angriffe einmal gesehen hast, dann hast du die auch drin. Die haben nicht so vielfältig. Das hat man beim Tür auch wahnsinnig gesehen. Es sind 3 oder 4 verschiedene Angriffe gewesen und dahin geht's. So, aber natürlich, oftmals einfacher gesagt wird da. Ne? Aber gut, so viel dazu. Werden wir auf alle Fälle Sonntag weitermachen. Sonntag um 10 Uhr in der Früh. Sonntag machen wir außerdem ein kleines Giveaway. Ja? Am Ende des Jahres gebe ich ein bisschen was, unter anderem, weil der Sei letztens 25 € plus nochmal 10 € donated hat. Und das war eine sehr gute Idee eigentlich von ihm. Ich werde am Ende des Streams 2 Merch-Artikel verlosen. Die verlose ich hier, während ich live bin, am Ende des Streams. Ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht, wie wir das machen. Das werden wir über Channel Points machen. Ich werde so ähnlich gestalten, wie es der Dampf gemacht haben. Dann haben weder Subs noch Follower benachteiligt. Also das ist dann gleichermaßen fair. Und es beugt ein bisschen jene Leute vor. Also es sollen die Leute sein, die relativ regelmäßig zuschauen, die Kanalpunkte haben. Und die haben sie ja, weil sie zuschauen. Unter anderem, die sollen auch ein wenig belohnt werden dafür. Ne? Also ich werde 2 Merch-Artikel verlosen. Das sind in dem Fall 2 SIP-Hoodies aus meinem Shop. Ich zeige dann natürlich auch, was das genau ist. Also ich werde es nicht real life da haben, aber ich werde es am Foto zeigen, was genau dafür ist. Das ist einer der hochwertigeren Artikel aus meinem Shop. Da verlose ich 2 Stück davon. Ne? An euch. So als kleines Dankeschön für das ganze Jahr. Ein bisschen was an Community zurückgeben. Ich weiß schon 2 Leute von, keine Ahnung, 50, die wo aktiv da sind. Keine Ahnung, das ist natürlich jetzt ein bisschen wenig an, aber es ist halt rein von der Symbolik so als Dankeschön an euch zurück. Das glaube ich, kann man einmal im Jahr schon machen. Ne? Also soll man einmal im Jahr machen, finde ich. Sonntag um 10 Uhr, ich wollte doch lang schlafen. 10 Uhr ist eine gute Zeit. Wife, stellst dann weg um 3:10 Uhr, dann hast du nichts versammelt. Oder um 4 über 10. Mach 4 über 10. Weil bis ich dann ins Speichern wird, dann vergeht eine Viertelstunde. Dann ist es schon fast halb 11, 6, dann hast du auch lang geschlafen. Sagst du das? It's easy, ne? Nein, aber wie gesagt, Sonntag machen wir den letzten Stream des Jahres. Da lassen wir dann das Jahr 2023 ausklingen. Das ist mit God of War, glaube ich, auch keine schlechte Ausklingen. Das mit God of War, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Vielleicht lassen wir noch das Jahr so ein bisschen Revue passieren, dann noch. Müssen wir mal schauen. Aber war wieder einiges los das Jahr. Sowohl streamtechnisch als auch privat bei mir im Real Life. War auch einiges los. Und wird auch nächstes Jahr einiges los sein. So. Zwar jetzt nicht mehr ganz so krass in dem Ausmaß wie heuer, aber da sage ich dann am Sonntag noch ein wenig etwas dazu. Ne? So einen groben Plan, was nächstes Jahr angeht, den habe ich ja auch schon. Also was Projekte angeht. Es ist natürlich jetzt dieses Jahr ein bisschen schwierig, wenn da so ein wenig vorausschauend zum Planen, aber das eine oder andere haben wir schon auf der Agenda, was sehr frühzeitig anstehen wird. Ne? Aber da sage ich, wie gesagt, dann am Sonntag noch ein bisschen mehr dazu. Okay? Gut. Jetzt schaue ich mal schnell, wer noch live ist. Ich glaube, dass Zabi vorher gesagt hat, die hat heute einen letzten Stream. Und da werden wir auch hingehen, die spielt Fortnite. Und da werden wir auch hingehen. Zu der Sabi. Ne? Die macht den letzten Stream für dieses Jahr. 31. werden Böller und Viecher in God of War geknallt. Ja, dies.
Xavi macht halt ihren letzten Stream dieses Jahr. Lust dann auch ein bisschen Liebe da in Form von Follows, in Form von Chatnachrichten. Vielleicht lust da der eine oder andere ein bisschen eine hochwertige Liebe da, sage ich jetzt einmal, in Form von einem Sub. Keine Ahnung. Wer Xavi noch nicht kennt, folgen auf alle Fälle. Eine sehr, sehr sympathische Streamerin, die macht Faye DBD. Die wird nächstes Jahr, habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise habe ich gelesen, bei sie wird Faye Story Games anfangen oder möchte Story Games anfangen. Also wie gesagt, lasst da bitte ein bisschen Liebe da, die kommt aus München, die ist Teil der Bubble. Die hat es auf alle Fälle verdient. Ne? Außerdem schau gerne auf meinen Discord vorbei, wer noch nicht drauf ist, gerade an die Neuen vielleicht. Da kriegt es mit, wann ich live gehe und wo sie so spät, an welcher Uhrzeit und an was für einen Tag. Also gern da drauf kommen, dann hat es jederzeit informiert, was mich und mein Stream angeht. Oder ziehe es in Erwägung, bei mir auch noch kostenlos aufs Following zum Drucker. Der K.O. hat es heute fortgemacht. Dankeschön an der Stelle noch einmal. Das kostet eigentlich nichts, aber da hat man unfassbar schwer helfen. Das Ziel war nächstes Jahr 500 Follower voll zu machen. Ich glaube, das ist realistisch. Schauen wir mal. Also bitte gerne da noch drauf dremmen, wenn es Ihnen gefällt, was ich dort betreibe. Ne? Raid Command selbstverständlich auch im Chat für euch. Einmal für Subs und für Non-Subs kopieren und bei der Sabi einfügen. Ne? Bitte Dankeschön. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Schön, dass du da wart. Ne? Und dann sage ich schon mal viel Spaß bei der Sabi. Einen schönen Abend euch noch. Ein schönes restliches Jahr, weil wir hören uns erst am Sonntag wieder. Und dann tun wir da weiter mit God of War. Ne? In diesem Sinne, haut euch einen schönen Abend euch und viel Spaß bei der Sabi. Pfiat euch.